Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktikfuchs. Leute, mein Tipp zum Spiel gegen den VfB Stuttgart. Wie würde ich die Mannschaft aufstellen? Genau das schauen wir uns hier an. Und bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis: Wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Und verpasst natürlich auch kein Video. Gut, Leute. Mein Ergebnistipp 1:3 für uns. Ja, ist ein bisschen optimistisch, gebe ich zu. Ich denke, es wird kein einfaches Spiel gegen den VfB Stuttgart. Ja, VfB Stuttgart hat ein bisschen zu kämpfen gehabt mit der Doppelbelastung, denke ich. Weil die Belastung in der Champions League natürlich auf einem höheren Niveau ist wie sonst. Deswegen sehr schwankende Leistungen teilweise, aber ja, die Champions League-Belastung ist ja jetzt auch weg. Also von daher mal abwarten. Ich denke, gerade Südschlager, die Stuttgarter, ist wahrscheinlich eins der Highlight-Spiele dieses Jahr. Natürlich für den FC Bayern eigentlich genauso. Natürlich einen sehr, sehr guten Trainer, eine sehr talentierte Mannschaft, die uns wehtun kann. Von daher kein einfaches Spiel mit Sicherheit, aber im Umkehrschluss auch ein sehr, sehr gutes Spiel, um sich nochmal Selbstvertrauen zu holen und sich auch ein bisschen vorzubereiten auf das Spiel gegen Leverkusen zu Hause. Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Leverkusen ein bisschen ähnlich spielen wird bei uns wie der VfB zu Hause vielleicht. Aber das werden wir sehen nach dem Spiel. Ich freue mich auf das Spiel. Ja, ist immer ein sehr interessantes Spiel, denke ich. Letzte Saison eine der besten Mannschaften in Deutschland gewesen. Und ich denke, auch diese Saison, wenn man mal guckt, welche Abgänge sie alle hatten, ja, hat der Hoeneß da wieder eine gute Mannschaft hinbekommen. Und ich bin gespannt, wie die Stuttgarter jetzt performen werden in der Bundesliga die nächsten Wochen, nachdem die Doppelbelastung weg ist. Von daher, ja, wie gesagt, sehr interessantes Spiel, ein sehr schweres Spiel. Ich bin gespannt. Und ja, damit gehen wir mal rein. Kimmich fällt aus. Ja, wurde auf der Pressekonferenz heute gesagt, das Spiel kommt noch zu früh. Ich bin gespannt, ob es für Leverkusen reichen wird dann. Mal abwarten. Ich persönlich sehe das jetzt als, hört sich hart an, ja. Ich persönlich sehe das als gar kein Problem an. Wirklich als gar kein Problem. Vielleicht wird mich dieses Spiel Lügen strafen, das werden wir sehen. Aber ich persönlich sehe das als gar kein Problem an, dass ein Kimmich ausfällt. Warum? Jeder, der die zweite Halbzeit gesehen hat gegen Frankfurt, weiß warum. Ja. Pavlo ist endlich wieder aus sich rausgegangen, hat das Spiel gestaltet. Leon hat mehr die Defensivaufgaben übernommen. Das sah sehr gut aus. Und du brauchst keinen Spieler auf dem Feld, der meint, er muss 3 Positionen bedienen. Es reicht auch, wenn du Spieler hast, die ihre Position bedienen, die sie einnehmen sollen. Ja. Dann sieht das mindestens genauso gut aus, wenn nicht sogar einen Tacken stabiler. Und dieser Leader, der Kimmich ist oder teilweise sein will, ist der in Spielen, wo es schlecht läuft, auch nicht wirklich. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Nicht falsch verstehen, Kimmich hat für mich sportlich eine sehr, sehr gute Saison bisher gespielt. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ja, wir können auf den Kimmich komplett verzichten, aber ich denke, wir können das kompensieren. Ja, indem man die Spieler dann auch mal machen lässt, was sie machen sollen. Ja. Aber das werden wir gegen den VfB sehen, ob das so ist oder nicht. Ja. Vielleicht sitze ich hier nach dem Spiel und sage, oh, der Josh hat uns gefehlt. Ja. Vor dem Spiel sage ich, nein, wird nicht passieren. Mal gucken, was ich nach dem Spiel sage. Gut, gehen wir mal rein. Neuer im Tor ist klar. Ja. Harry Kane vorne ist auch klar, es sei denn, er ist noch nicht 100%ig fit. Dann würde ich auf jeden Fall wieder Müller bringen. Ja, Müller hat ja eh gerade seinen Hype da mit seiner Doku und alles. Wäre vielleicht auch ein kleines Geschenk. Vielleicht schob man Harry einfach mal. Bin ich sehr gespannt. Wenn Harry 100% fit ist, würde ich mit ihm anfangen. Aber ich würde ihn auf jeden Fall ab der 60. Minute dann, egal wie das Spiel steht, würde ich ihn auswechseln und würde einen Thomas Müller bringen. Ja, einfach im Hinblick auf das Leverkusen-Spiel, da brauchen wir einen richtig, richtig fitten Harry Kane. Und ja, von daher wäre das meine Vorgehensweise. Gut,
Rechte Seite, Leute, sollte klar sein, brauche ich nicht mehr erklären, diese Saison, oder ist für mich Michael gesetzt. Als Ersatz sehe ich einen Serge über die rechte Seite anstatt über die linke Seite. Ich finde, ein Serge ist über die rechte Seite stärker. Auf der linken Seite, ja, würde ich das erste Mal, sage ich euch ganz ehrlich, aus Überzeugung lieber Sané anfangen lassen. Sehr, sehr gutes Spiel gemacht im letzten Spiel. Es gilt, das jetzt zu bestätigen, damit man sagen kann, yo, kannst du dann vielleicht auch gegen Leverkusen bringen. Weil wir können uns gegen Leverkusen nicht erlauben, einen Spieler reinzubringen, der dann wieder wegbricht. Ja, und von daher würde ich es mit ihm lieber jetzt gegen Stuttgart ausprobieren und gucken, ob er jetzt schon wieder wegbricht oder ob er mal seine Leistung mal bestätigen kann, was diese Saison noch nicht der Fall war. Die Abschlussschwäche ist 1:1 mit King gleichzusetzen. Wenn einer von den beiden mal ein Tor schießt, ist das ein besonderer Tag. Von daher ist das nicht der große Unterschied. Ja, ja, Alternative natürlich King, aber ich würde mit ihm lieber immer anfangen. Gut, in der Mitte haben wir relativ wenig Alternativen. Ja, wir haben natürlich einen Thomas Müller, der vorne eine Alternative ist, aber genauso ist ein Thomas Müller auch hier die Alternative. Spielt natürlich ein Jamal Musiala. Aber natürlich kannst du auch sagen, ich stelle einen Sané dahin, ich stelle einen Olise dahin, ich stelle einen Serge dahin. Oder ich stelle sogar einen Koman dahin. Man kann natürlich auch sagen, man spielt ohne den klaren Zehner und spielt auf den Halbpositionen. Man überlagert eine Seite, ja, und spielt mit einem Spieler auf einer Halbposition. Auch das würde gehen. Ich weiß nicht, wie angeschlagen Musiala ist. Auch das werden wir sehen. Ansonsten denke ich, ist es wichtig, dass er auf jeden Fall auch seine 60 Minuten bekommt. Ja. Weil ich denke, man hat es gegen Frankfurt auch gesehen. Er konnte Selbstvertrauen mitnehmen mit dem überragenden Tor und da wäre es schön, das zu bestätigen. Und auch da kannst du dann ab der 60. Minute darüber nachdenken, ihn halt auszutauschen. Ja. Und das auch unabhängig von dem Ergebnis. So, wir haben 8 Punkte vor und ja, da muss die Mannschaft mal 60 Minuten Vollgas geben und das Ding in der Zeit klar machen oder nicht. Und ansonsten müssen die Spieler, die eingewechselt werden, das Ding schaukeln. Ja, wir reden immer darüber, oh ja, wir haben so einen breiten Kader, so einen guten Kader. Da muss man auch mal in die Spieler vertrauen. Gut, dahinter, ja, wie gesagt, Kimmich, für Kimmich kommt das Spiel zu früh. Für mich Pavlovic absolut gesetzt. Ja, Pavlovic sollte klar sein. Das ist saustark gemacht gegen Frankfurt in der zweiten Halbzeit. Endlich wieder dieser Spielgestalter, endlich wieder diese Spieleröffnung. All das, was man nicht gesehen hat in den letzten Spielen, wenn Kimmich neben ihm auf dem Platz stand. I don't know, ich weiß nicht, ob es Kimmich wirklich geschuldet ist oder ob das dann die Anweisung vom Trainer ist, dass ein Pavlo eher den sicheren Part spielen soll und Kimmich da die Alleinherrschaft hat. Wäre schade, wäre völlig verschenkt ein Pavlovic, wenn das die Anweisung ist und das die Spielweise ist, wenn Kimmich mit auf dem Feld steht, dass er da die Bälle quer und nach hinten schieben soll. Weil ich denke, wir haben gerade zweite Halbzeit gesehen, was Pavlovic Qualitäten sind. Ja. Gut, daneben die Position. Ja, haben wir die Qual der Wahl. Wir haben Leon, wir haben Palhinha, wir haben Conny Leimer. Da sich der ganze Bums gegen Frankfurt schon so ergeben hat und das wirklich gut aussah, würde ich es mit dem Leon belassen. Ja. Natürlich weiß man nicht, wie es im Training ist. Das ist immer ein bisschen schwierig, dann irgendwie was aufzustellen. Aber ich würde so mal anfangen. Ansonsten, wenn Palhinha fit ist, würde ich natürlich auch sagen, jo, kannst du Palhinha bringen. Weiß halt aber nicht, inwieweit das irgendwie ansatzweise eingespielt ist. Ja. Und bin ich doof oder was? So ist er. Und Stuttgart ist jetzt kein Gegner, wo wir sagen, ja komm, ist egal, ob wir eingespielt sind, wenn da ein paar Abstimmungsfehler in der Mitte passieren, ist nicht ganz so wild. Doch, es ist wild gegen Stuttgart. Ja, die werden das gnadenlos ausnutzen. Von daher würde ich davon absehen, da irgendwelche Experimente zu machen. Conny Leimer durfte noch gar nicht in der Mitte spielen, von daher sehe ich das Experiment auch nicht gegeben, damit zu starten. Von daher würde ich mich für Goretzka und Pavlovic entscheiden, weil das auf jeden Fall schon mal funktioniert hat. Ja. Und die Alternativen natürlich Palhinha und eine davor, Conny Leimer für mich.
Weil auch Conny Leimer kann Spielgestalter sein, ja. Und natürlich eine absolute Pressingmaschine da vorne auf der Achterposi. Ob wir das jemals sehen werden, ich weiß es nicht. Gut, Innenverteidigung sind wir ja gerade gesegnet. Ich weiß nicht, wie es mit dem Opa ausschaut. Ob Opa fit ist. I don't know. Ich werde den Opa mal aufstellen, weil ich denke, wenn er fit ist, auch da sollte er auf jeden Fall Spielzeit kriegen. Auch da kann man dann nach 60 Minuten sagen, alles klar, komm, Opa ist gut, geh mal raus. Ja, aber ich denke, es ist wichtig, ein bisschen Rhythmus zu haben. Und ja, sollte das nicht der Fall sein, haben wir natürlich einen Eric und wir haben natürlich hier einen Ito, der natürlich auch spielen kann. Ja, ist jetzt auf jeden Fall auch mal ein bisschen Druck für Kim da, auf jeden Fall. Wir spielen gegen Stuttgart. Stuttgart, ich bin jetzt nicht 100% drin beim VfB, aber ansonsten ist es so, dass die Stuttgarter schon sehr schnell sind, sehr schnell umschalten. Ich denke, da macht es Sinn, dass wir schnelle Außen haben. Von daher würde ich einen Fonzie Davies auf der linken Seite bringen. Alternative, ist für mich eigentlich nur Ito auf der Position. Ja? Also wenn Fonzie irgendwie nicht fit ist oder so, gehört da ein Ito hin. Für mich ist kein Guerrero eine Option auf der linken Verteidigerposition. Das hat er jetzt ein paar Mal gespielt. Das war ein paar Mal richtig schlecht. Da sehe ich ihn eher als Alternative auf der Rechtsverteidigerposi. Oder vielleicht sogar, wenn wir darüber reden, wir brauchen mal ein bisschen Kreativität oder so, kann man ihn auch mal in der Zentrale bringen. Rechte Seite ist sehr schwierig gerade. Ich fühle einen Conny Leimer da nicht, sage ich euch ganz ehrlich. Ich weiß nicht, warum Boe schon wieder so lange raus ist auf der Posi. Ich würde einen Boe bringen. Ja. Weil er jetzt wirklich gut gemacht, wo er gespielt hat. Alternative für mich natürlich Stunny. Stunny braucht einfach Spiele. Ja, das hat man ganz klar gesehen. Nach vorne hin war es gut bei Stunny. Defensive war es noch sehr wackelig. Kannst natürlich auch einen Stunny bringen, aber der VfB hat natürlich auch eine gewisse Qualität, wo du dir so Schnitzer wie gegen Celtic halt nicht wirklich erlauben kannst. Ja, um das mal klipp und klar zu sagen. Und natürlich wollen wir in erster Linie unseren Vorsprung halten in der Bundesliga und den nicht irgendwie herschenken. Ja. Von daher, dritte Alternative, habe ich ja gerade schon gesagt, wäre für mich hier ein Guerrero. Ja, du kannst auch einen Guerrero auf der Rechtsverteidigerpose bringen. Das hat bisher eigentlich immer sehr gut geklappt. Im Gegensatz zur Linksverteidigerposition. Ja, und das ist, wie ich aufstellen würde und wie unsere Alternativen sind. Ja, das war es aber auch schon. Ja, wir hätten noch einen Vidovic, den man hier noch irgendwo verhackstückeln könnte, wenn Not am Mann ist. Aber das war es auch. Ja. Und ja, so will ich das reingehen. Das Spiel gegen Stuttgart, wie gesagt, ab der 60., spätestens 70. wäre für mich auf jeden Fall Schonung angesagt bei dem einen oder anderen Spieler, der vielleicht ein bisschen zu viel spielt, der unter Dauerfeuer ist. Ich würde auch auf den Harry Kane verzichten, wenn da irgendwie die Ansage kommt, ja, ich bin nicht 100% fit. Wenn er sagt, ich bin 90% fit, ich würde auf ihn verzichten. Stellen Thomas Müller vorne rein, alles gut, hatte gegen Frankfurt auch ganz gut funktioniert. Du wirst gegen Leverkusen in beiden Spielen eine super fitte Mannschaft benötigen. Ja, das hat das letzte Spiel gegen Leverkusen gezeigt. Und ja, da muss man dann ein bisschen was unterordnen. Ja, wir reden über Finale daheim. Ja, und da muss man das Risiko gehen, zu sagen, jo, dann spielen wir in Stuttgart vielleicht nur unentschieden oder keine Ahnung, wir verlieren sogar. Weiß ich nicht. Auf der anderen Seite, ey, ganz ehrlich, wir reden über Thomas Müller in der Spitze, ja. Und wir reden nicht über, was weiß ich wen. Ja, also genauso, als wenn du Musiala rausnimmst, muss es auch möglich sein, dass irgendein anderer Spieler das auffängt. Ja. Da könnte selbst ein Conny Leimer dahinstellen oder ein Pavlovic einen nach vorne schieben, ja. Oder ein Guerrero oder auf diese Posi stellen. Alle diese Spieler haben Qualität und müssen das auch gebacken kriegen gegen den VfB Stuttgart. VfB Stuttgart ist eine gute Mannschaft, ja, nicht falsch verstehen, aber ist jetzt auch keine Übermannschaft. Ja. Von daher, ich würde mit der besten Kapelle anfangen, ja, dass man Vollgas gibt, auch für den Rhythmus. Und dann so ab der 60., 70. Minute kann man ruhig daran denken, den einen oder anderen
ähm, schon mal ein bisschen Schonung zu geben. Ja. Klar, wir haben einen Tag mehr wie Leverkusen. Alles gut. Auch das sollte passen. Ja, das ist meine Meinung, Leute. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Haut rein, bis dann und hoffentlich ein schönes Spiel mit dem besseren Ergebnis für uns. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.